freigeschaltet. Zum Beispiel ein Scouter. Das ist auch ein Klassiker. Der einem ja die Kampfkraft über einen Gegner aussagt. Das sollte in-game auch möglich sein, habe ich gelesen. Aber ich bin leider bis jetzt noch nicht dahinter gekommen, wie das funktioniert. Also wie man die Kampfkraft von einem Gegner messen kann. Das war doch vielleicht mal cool, ich werde es vielleicht auch mal machen. Dann Füße. Haben wir dann da Kampfanzug Vegeta. Man sieht da auch recht schön, dass die Kleidung auch wieder unterschiedliche Skills fördert, wie zum Beispiel Vegeta steigert jetzt die Ausdauer im Grundangriff und die Schlagsuperangriffe, gibt dafür ein bisschen ein Defizit in die Ki-Explosionen. Piccolo, seine Dämonenkleidung mit Umhang, also mit Stiefel davor jetzt, und das ist so ein bisschen blöd beschrift. Er gibt viel mehr Ausdauer, dafür viel weniger Grundangriff und viel weniger Schlag-Superangriffe, dafür aber mehr, also sehr viel mehr Ki-Explosion-Superangriffe. Aber ja, also jetzt aber die Frage kam von Raditz oder Vegeta. Hat das jetzt dann entweder Ki oder Ausdauer, aber ich bleibe jetzt erstmal bei der Ausdauer. Weil das in dem Fall wichtig ist, wenn man sie teleportieren kann, also meiner Meinung nach. Dann Handschuhe, ist aber das gleiche, aber dann nehmen wir jetzt auch die vom Raditz. Kostüm, Kampfanzug, ah ja, okay, das ist ja nur Unterhosen. Oh. Das braucht es jetzt vielleicht nicht unbedingt. So, ja, das ist jetzt natürlich auch wieder die Frage. Verringert den Grundangriff und den Ki-Explosion Superangriff. Schaut aber im Prinzip nicht anders aus als die normale Hosen. Ich glaube, da bleibe ich jetzt einfach erstmal bei dir. Kostüm oben. Kampfanzug Reiz, also jetzt die Saiyajin-Rüstung. Oder Son Gohan, die Dämonen-Clan-Kleidung. Oder ganz oben ohne, ja. Warum eigentlich nicht? Man, bevor dass man da jetzt irgendwelche Defizite wo einhandelt. Also macht das doch viel mehr her, immer. Saiyajin und so. Naja. Kann dann auch wieder die Farbe geändert werden, aber das glaube ich ist jetzt relativ egal. So, was ich eigentlich noch zeigen wollte, bevor ich die Aufnahme beenden werde, das sind die sogenannten Parallelquests, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnert. Naja, wir werden es eh gleich sehen. Auf jeden Fall machen wir vielleicht zuerst noch, machen wir mal dann gleich im Zuge dessen gleich noch eine Tour durch die Stadt dann. Es ist möglich, in Dreierteams zu kämpfen, beziehungsweise mit Freunden übers Internet. Das macht man da drüben bei der Teamregistrierung, im Online-Modus dann. Ich glaube zwar, dass es so auch irgendwie geht, aber ich habe leider noch keine Ahnung. Es wird möglich sein, sich einen Trainer zu holen. Das werde ich beim nächsten Mal wahrscheinlich ein bisschen genauer erklären. Das sind die Offline-Parallel-Quests jetzt. Ich werde jetzt keine mehr machen, weil ich glaube, ich habe keine Zeit mehr, wenn ich gerade so auf die Uhr schaue. Aber vielleicht noch kurz zum Durchschauen. Das sind so eine Art Open World. Ja, Open World kann man vielleicht auch nicht sagen. Aber man kann sich in bestimmte Bereiche dann frei bewegen, von Portal zu Portal und so weiter, also in andere Arenen wechseln und besiegt dann dort die Gegner. Die Siegbedingungen stehen jetzt in dem Fall da. Und da herein dann, wenn man auf die zweite Seite switcht, kann man sehen, was die Belohnungen sein können, müssen aber nicht. Also unter Umständen kann man zum Beispiel neue Fähigkeiten, wie jetzt da den Energieschuss oder die Sonnenfaust oder das Nachbild oder andere Kostüme freischalten oder Verbrauchsgegenstände wie die Mischkapseln zum Beispiel. Und das ist halt je nachdem immer wieder ein bisschen anders. Zum Beispiel da habe ich bei der Mission Saiyajin Blut ist zum Beispiel auch möglich, dass man die Kamehameha freischaltet. Das habe ich ja schon. Die kann dann auch dementsprechend bei Skills ausgewählt werden. Bizeps und Brust.
Bizeps. Naja. Genau. Was ich noch sagen wollte, es gibt dann auch noch unterschiedliche Schwierigkeitsstufen. Erinnert ein bisschen an Monster Hunter mit dem Sternsystem. Aber ja, ist eigentlich egal. Also das sind jetzt, ich denke, dass das andere Spieler sind, mit denen ihren Charakter online gestellt haben. Mit denen kann man dann interagieren bzw. Team bilden. Ich habe auch schon ein Battle mal gesehen, bei denen sich 2 Spieler fusioniert haben. Mit der Tanzfusion, aber mir fällt jetzt leider gerade der Name nicht mehr ein. Das ist sehr peinlich, ich weiß, aber mir fällt das jetzt gerade echt nicht ein, tut mir leid. Aber ich weiß leider nicht, was dabei rausgekommen ist. Das ist das Problem. Wie dem auch sei, also auf jeden Fall, die kann man anheuern. Die sind Offline- und Online-Kämpfe. Bei denen. Das ist ganz einfach 1 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 3. Dann werden die Charaktere ausgewählt, mit denen man spielen möchte, und man kämpft einfach in einer Arena festgelegt. Dann haben wir im nächsten Abschnitt, das ist das Einkaufsviertel, wenn man so mag. Der Objektladen, in dem man Verbrauchsgegenstände kaufen kann. Mischladen gibt es ebenfalls Verbrauchsgegenstände, also das ist eigentlich alles ein bisschen. Zum Beispiel Materialmischungen, sieht man da, oder Rezepte. Kann man da kaufen, aber mit den Rezepten weiß ich leider auch noch gar nichts. Also mit denen habe ich auch noch nie was gemacht. Ich habe ja auch erst angefangen, ich werde mich da später vielleicht mal informieren, wie das funktioniert. Das sind ja die Kapseln für Capsule Corp. Wer es aus der Serie kennt. Dann haben wir da noch den Zubehörladen. Das kann man da kaufen, schauen wir mal. Prinz Pilaf, sein Hut zum Beispiel. Oh nein, König Pilaf heißt das da. Dann ein Reisehut vom Tenshin Han. Sonnenbrille vom Weltkampf. Ich weiß nicht, ob das Wettkampf oder Weltkampf ist. Bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Und diverse Scouter-Modelle und die haben Schwert, das er noch gehabt hat, als er damals noch ein Bandit war in Dragon Ball. Das glaube ich sogar ziemlich am Anfang noch. Kostümladen. Das habe ich ja schon gezeigt, dass man Kostüme wechseln kann. Gibt es auch wieder unterschiedliche. Das, was mir in dem da jetzt ein bisschen fehlt, ist, dass man es vorher nicht anschauen kann. Sondern dass man nur für die Stats ausgehen kann. Und genau, was ich gerade sage, nicht jede Rasse kann jedes Kostüm anziehen. Also manche Sachen können zum Beispiel wirklich nur für Margins. Ah, der Christoph meldet sich wieder. Also sogar nur für weibliche ab und zu benutzt werden und so weiter. Dann, was haben wir noch? Den Fähigkeitenladen, ja, da schauen wir vielleicht noch kurz ein. So, die sehen wir jetzt die ganzen Fähigkeiten. Wir können dann im Fähigkeitenmenü, das werde ich vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich es nicht vergiss, werde ich das vorzeigen, wie das funktioniert. Können heute auch gekauft werden und dann dementsprechend eingefügt. Und dann haben wir da noch einen Mischladen und noch einen Objektladen. Für was das der Raumzeitzustellung ist, keine Ahnung. Das habe ich beim letzten Mal probiert, da ist noch nichts gegangen. Ich denke mir, dass man da irgendwie andere Spieler Ausrüstung schicken kann oder so. Naja. Aber zudem, wie gesagt, vielleicht in späteren Let's Plays mehr, sollte ich es nicht vergessen. Und ja, da wir uns jetzt wieder am Anfang befinden, wo alle 7 Dragon Balls lagen, genau da, mit Brust, werde ich mich jetzt von euch verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann Daumen nach unten, ist auch in Ordnung, aber ich würde euch bitten, dass in die Comments schreibt, was vielleicht dann besser zu machen war oder was euch gefallen hat. Ich werde ein paar, ja, ich werd mich daran orientieren und versuchen, das Ganze besser zu machen. Ich weiß schon, ich bin kein krank nicht oder was weiß ich, was wir sonst noch alles haben. Auf jeden Fall, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und das war's. Sayonara!